Ja, guten Morgen und herzlich willkommen bei uns im Doktorenhof, schon so eine wildromantische Pfalz. Ich sitze im Doktorenhof im Garten. Das ist unser Garten. Und ich habe mir überlegt, was ist das, wenn so herrliches Wetter ist. Ach Gott, und man sitzt da jetzt mal eine halbe Stunde, eine dreiviertel Stunde, da kriegt man ja wahnsinnig Durst. Und wie es ja so ist, muss man ja nicht immer Alkohol trinken. Es geht ja auch mal ohne Alkohol. Und deswegen mache ich euch jetzt Scholle, richtige Pelzer Scholle mit Essig und nicht mit Wein. Also ohne Alkohol. Aber ich ziehe, dass ich was sehe, mal so eine Brille ab. Schon sehen mich ja gar nicht. Und ziehe meine normale Brille auf. Ach ja, so kann ich auch besser sehen. Also, Scholle ist ja bei uns ein Schopper. Ein Schopper ist ein halber Liter. Das ist ein Schopperglas. Und da gebe ich jetzt ein Riesling neu. Rieslingscholle. Trockene Rieslingscholle, kann man ja sagen, das ist trocken. Riesling ist im Glas. Wie viel Riesling das man neu macht, ach Gott, das liegt an jedem Einzelnen. Beim Wein wäre so fast voll mit Riesling und gerade so ein Spritzer. Wasser machen wir ja in den Palz. Aber hier beim Essig machen wir es gerade andersrum. Wir machen wenig Essig und viel Wasser dazu. Ne? So. Und richtige Scholle ist schon mit Sprudelwasser. Also immer Sprudelwasser. Gut. Und dass das Ganze nachher gleich ein bisschen geckiger ist, mache ich eine Limette neu, die habe ich da, oder Zitronen, oder beides. Also das ist eigentlich egal. Dann wirkt das Ganze noch ein klein bisschen witziger. Ne? Also eine Limette neu und schon ist im Pfälzer Essigscholle fertig. Sun, ich freue mich auf dich. Prost. So, und wenn wir den Essigscholle getrunken haben, gibt es natürlich auch noch einen Scholle mit Apfelessig. Es wird ja immer mehr propagiert, dass der Apfelessig so gut wäre, was ja natürlich auch stimmt. Jetzt hat nämlich für den Apfelessig natürlich auch ein anderes Glas. So viel langt. Genau, auch da einfach das Maß, müssen wir selber Scheiß machen. Aber beim Apfelessig würde ich jetzt ein Kräuter neu machen. Denn da passt jetzt richtig gut Kräuter dazu. Da habe ich da Thymian. Oregano. Es ist ja auch egal, wie viel das man neu macht. Hauptsache man macht ein paar Kräuter neu. Und ich finde immer Salbei so toll. So. Und da gebe ich aber jetzt stilles Wasser dazu. Denn es soll ja durchlöschen und gleichzeitig gut sein für den Magen und für den Darm und für die Haut, dass man schön wird. Ja, das riecht jetzt sehr gut. So, Prost mit dem Apfelessig. So, und zu guter Letzt nehme ich ein drittes Glas und nehme einen dritten Essig, und zwar Zitronenbreit. Wobei ich muss sagen, wir haben ja relativ viel Essig. Man kann eigentlich alle nehmen. Das ist ja immer Geschmackssache, welcher das passt. Und wenn jetzt du einen Essig daheim musst, du würdest einen Scholle machen und der schmeckt dann mit irgendwelchen tolle Kräuter oder Früchte oder Wurzel oder was auch immer, schreibt mir es doch ganz einfach. Man kann das gerne mal aufnehmen. Vielleicht ist ja das was Tolles, wo man dann weitergeben kann. Wichtig ist ja, dass kein Alkohol dabei ist und dass auch Kinder trinken können und alte Leute trinken können, die keinen Alkohol mehr wollen und einfach was Tolles haben. Es gibt einen richtig tollen Geschmack mit Essig und mit tollem Wasser. Zitronenbreit. Der ist natürlich jetzt richtig dickflüssig, da braucht man gar nicht viel. Und da wiederum nehme ich stilles Wasser. Und da das ja so ein bisschen dann wie ein Cocktail sein soll, Eiswürfel und Himbeere und Erdbeere und ein Zweig Olivenkraut. Ist das nicht schön? Guck mal, das sieht doch mal gut aus, oder? Und sowas kann man ruhig auch so eine Gäste mal servieren. Die merken im Anfang gar nicht, dass gar kein Alkohol drin ist. Das ist das Tolle dabei.
Perfekt. Schön, gut. Also, Scholle, Cocktail, Apfelessig mit Essig. Ja? Auf einen schönen Sommertag. Hocken euch Reis in den Garten, gehen spazieren, nehmen Essig und Wasser mit, das reicht. Mehr braucht man nicht. Ich ziehe mal Sonnenbrille wieder auf und lass mir's gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Josh und seine wildromantische Pfalz. Mach's gut. Tschüss. Pelzer Riesling Scholle.